Ich bin Fritz Hering. Ich koche, ich esse und ich fahre übers Land. Ich mag Neues entdecken und staune über die Vielfalt im Herzen Bayerns. Wenn ich nicht koche, treffe ich Menschen, die hier heimisch geworden sind und komme gerne zu ihren Festen. Wer hätte das gedacht? Schon 1825 verfügte unser König Ludwig, dass Bayern ab sofort nicht mehr mit I, sondern nur noch mit Y geschrieben werden darf. Warum? Weil er ein Griechenland-Fan war und der Buchstabe Y aus dem Griechischen kommt. Ich fahre nach Würzburg, um Griechisch zu kochen und etwas über orthodoxe Osterbräuche zu lernen. Die Gemeinde hier ist klein, aber herzlich. Und essen kann man vorzüglich. Hi Michael, grüß Hallo, dich. Freut mich. Schön, dich zu sehen hier. Freut mich auch. Tolles Lokal hier bei dir. Da. Komm rein. Danke. Michael Zanfiris ist Gastronom mit Leib und Seele. In seinem Restaurant gibt es typische griechische Speisen. Doch auf seiner Speisekarte sucht man vergebens Margheritza, die Innereiensuppe zum Osterfest. Trotzdem möchte er mir diese Spezialität kochen. So Michael, So, packen wir's, oder? dann machen wir heute die Suppe. Machen wir die Suppe. Wie heißt die Suppe? Das ist Margheritza. Margheritza. Das ist die Suppe, was gegessen wird nach der Kirche, also Ostern. Wenn die Leute zurückkommen aus der Kirche, Ja. dann wird diese Suppe gegessen. Das ist eine richtige Ostersuppe, kann man sagen. Richtig. Gehst du auch Ostern in die Kirche, oder? Ja, ich gehe auch in die Ja. Kirche. Okay. Und das ist Tradition. Ne? Aber das ist ja der Innereien und Innereien ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache, oder? Aber in Das Griechenland ist richtig. Das ist Gewohnheit. Ja. ist Gewohnheit, oder? Ja, ja. Also die Griechen essen schon gerne Innereien. Schon, ja. Ja? Ja. Das ist bei uns Tradition, dass die Innereien also in verschiedenen Arten gekocht werden. Ja. Und das essen Kinder auch? Ach, nicht so. Kinder nicht so. Nicht so, nein. Michael, du hast hier praktisch, das ist praktisch Lamm, alles Lamm, oder? Das ist alles Lamm. Das ist der die Lamm, Därme. Das die ist die Därme. Därme, genau. Ja. Därme. Lammdarm, und dann haben wir Ja. hier das Bauchfett, oder? Das ist Bauchfett, richtig. Aha. Ja. Und das Bauchfett dazu. Ja. Dann hast du hier noch die, Also das ist der Herz, Herz und Leber. Leber. Das ist ein Lunge. bisschen klein geschnitten. Lunge, genau. Die ganzen Innereien vom Lamm. Richtig, ja. Ja. Und müssen wir das jetzt noch schneiden oder was? Oder Das müssen wir ein bisschen schneiden. Also das ist schon geschnitten erst einmal, aber Okay. das müssen wir noch schneiden. Noch. Und wie geht dann die Suppe an? Also fangst du erst mit den Innereien an oder wie Gemüse? Also nein, Innereien. Michael erklärt mir, dass Griechen und Bayern eng verbunden sind. Es gab sogar einen Wittelsbacher, der Herrscher von Griechenland wurde. Darf ich schnell wegmachen, oder? König Otto kam 1830 auf den griechischen Thron. Du, warum wird das genau zu Ostern gegessen? Hat das einen bestimmten Grund? Also die Gründe sind ein bisschen unterschiedlich. Ja. Bei den normalen, die Strenggläubiger, Ja. die fasten etwa 40 Tage vor Ostern. 40 Tage. Ja. Und ich denke mal, da wird der Magen ein bisschen geschwächt. Ja. Und die Suppe ist der Anfang, also bevor das große Esserei am Ostersonntag. Und das ist ein bisschen Vorbereitung. Also denke ich mal. Den Magen daran gewöhnen. Ja, dass er richtig, wieder ein bisschen so den Magen daran gewöhnen, also aus der ganzen Fasten. Genau, genau. Hast du schon einen Topf sauber mal kochen können? Top. Von den deutschen Sachen, was machst du da am liebsten? Du bist halt schon fast ein Deutscher, ne? Nach 30 Jahren. Ja, fast, ja. Aber ich esse gerne überhaupt das ganze Braten, überhaupt so die Klöße. Ja, was ich jetzt, ja. Ja, magst du gerne. Sehr, sehr gerne. Also so Schweinebraten mit Bödel. Richtig, genau. Magst du genau. schon, Ja, oder? mach ich schon, ja. Gehen wir rüber, oder? Hallo. Da gehen wir rüber, genau. Das, 5 Minuten hast du gesagt, oder? Genau. Die Därme. Lass mal kochen, 5 Minuten, oder? Ja? Bei der kann ich das warm.
Ja, machst du gut, ja? Alle überholen. Muss es sein. Ja. Ich hab die Lauchzwiebeln dazu. Ja. Da kommen jetzt die ganzen Därme rein. Ja. Also nicht Därme, Entschuldigung, der Inne rein. Also Lunge, Bauchfett etc. Ne? Ja. Kommt die Därme? Sonst kann man die Därme rein. Ja, Ja. richtig. Die sehen aus wie Spaghetti, gell? Die? Ja, Wieso, oder richtig. nicht Ja, richtig. Macaroni. Wie Macaroni, ja. Und die riechen wie Leberspätzle. Kennst du Leberspätzle-Suppe? Kenn ich, die esse ich sehr gerne. Ja, aber die Sehr riechen gern. so, Ja, wenn du sie ja, normal da ja. riechen die wie Leberspätzle, gell? Ja. So, Nero. Eso da cosa. So, Ramon. Jetzt kommt der Salat rein. Aha. Was ist das für ein Salat? Latuka-Salat, ja. Was? So, jetzt schaut es ein bisschen trocken aus. Ja? Aber dann, also das wird dann wieder flüssiger. Salat hat genug Flüssigkeit und wird dann wieder flüssig. Und die Masse wird natürlich ein bisschen weniger. Ne? Also das ist jetzt wirklich eine ganz besondere Suppe, das habe ich so noch nie gesehen. Ja, Nein, das fasziniert mich, also schön. jetzt tun wir den Dill rein. Okay. Merkst du's? Ja klar, Kräuter Ja? sind immer schön, gell? Das Genau. riecht gleich ganz anders. Okay. So, das. Das ist schon wieder anders, ne? Jetzt ist gut. Da tun wir die Zitrone. Genau. Okay, fertig. Ach so, Fertig, super. so, Schön. so ist die Suppe fertig, Fritz. Kompliment, sehr gut. Ja. So, Fritz, dein Teller. Komm bitte nah. Da freue ich mich jetzt Ja, gerade. komm bitte nah. Ja. Das ist schön. Ist das nicht schön, hä? So, Oh la la. Und sieht auch noch richtig fantastisch aus, gell? so, Ist schon mehr ein Eintopf für Suppe. so, ja, so, Oder? ein Topf. Ausgezeichnet. Du, und wann wird das genau zu Ostern gegessen? Nochmal das Datum? Wir essen das Ostern immer, auch mal zwischendurch. An den Feiertagen oder direkt an Osterfeiertag, oder? Oder vorher auch? Nur Samstag zu Sonntag früh. Samstag zu Sonntag früh. Wir gehen alle um 12 Uhr Samstag, Nacht, in die Kirche. Ja? Und da etwa um 12 Uhr wird das Christos Anesti, also das heißt Christus ist So. Auferstanden? richtig. Und da wird also die Messe in die Kirche gemacht. Ja. Und anschließend die Leute kommen zurück nach Hause und dann wird die Suppe gegessen. Wow. Also in der Nacht. Gut. In der Nacht, das ist eine richtige Nachtsuppe. Ja, richtig, ja. Und da bekommt man Kraft, oder? Aber das- Küchenchefin, hast du toll gemacht. Gratuliere. Sehr, sehr gut. Hier auch, Michael. Ja. Ja. Du hast nichts verlernt, schau, du bist ein großer Koch. Ja, richtig. Ich bin echt erstaunt. Zitrone und Salat geben dieser Innereiensuppe einen angenehm frischen Geschmack. Jetzt geht's gleich weiter. Ich bin bei einer Meisterin der Dolmadakis eingeladen. In Floras Küche möchte ich lernen, wie man Weinblätter füllt. Hallo Flora, grüß dich. Freue ich mich. Freut mich auch. Schön, dass wir Willkommen. Wiener sein dürfen. Ja, ja. Dankeschön. Du Flora, warum ist jetzt Ostern für die Griechen so wichtig? Also ist das so wie für uns Weihnachten oder ist das für euch noch mehr? Ist das ein Hauptfest, gell, für euch? Die Griechen sind sehr gläubige Menschen. Also Ostern ist für uns die höchste Feiertag. Und die Ostereier, die haben die Christusfarbe. Das ist das Christusblut. Deswegen sind die unser Eier rot. Das haben wir so gelernt, halt. Ist es halt so. Aber bei uns ist die Ostern, wie gesagt, das höchste Feiertag. Ich glaube, hängt auch mit Frühling zu tun. Mit was? Frühling.
Im Frühling? Ja, kommt meistens immer Frühling, Ja. Ostern. Ja, logisch. Und bei uns daheim, damals, wo die Leute arm waren, haben sie jede Mädchen ein neues Kleid für Ostern andere genäht. Thema dann Und aber. wir gehen in die Kirche mit Kerze, wissen Sie, Ja, da war alles immer fröhlich halt, war einfach schön. fröhlich. Und diese ältere Dame, ich erinnere mich, draußen von der Kirchenhof, habe sie Lieder gesungen und getanzt. Du, und das Essen zum Beispiel, das sieht ja unglaublich toll aus. Hat das auch teilweise einen religiösen Einfluss, dass man sagt, das sind jetzt religiöse Gerichte, die irgendwie noch aus dem Alten Testament kommen? Oder? Ja, die Sache, wo keine Fleisch drin habe, keine Eier und keine Milch, sind Fastenessen. Und die essen mal bestimmte Zeiten nach der Religion. Hä? Und das sind die typischen griechischen Vorspeisen, gell? Das ist Dolmadakia heißen. Wie Dolma? Dolmadakia, Dolma Daika. ja. Dolmadakia. Und ist immer von Weintraubenblättern. Und die werden gesammelt, wenn sie jung sind und zart. Du, und da hast du immer dieselbe Füllung drin? Also jetzt hier, oder gibt es da verschiedene Varianten Es mit Füllungen? gibt zwei Varianten. Eine mit blanker Reis und Kräuter. Okay. Und die andere kann man mischen Hackfleisch und Reis dazu. Aha. Aber immer Reis dabei. Reis macht locker. Und wie geht das? Das zeig mal einen nochmal. So, also Oder einen. die Weinblätter, lass mal mit diese kleinen, wie heißt das? Stiel, Mit dem Stiel? dass wir rausholen, weil sonst kleben sich und zerbrechen. Ne? Aha, okay. Also Und dann schneiden wir das hier. warte mal das hier. Mach das mal So. mal. Okay, jetzt warte. Okay. 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 So, und Mann. jetzt Also das drüber, mach mal hast du so. gesagt? Ja, hab schon. Und dann links und rechts so. Sehr schön. So. Und jetzt langsam wickeln. Langsam, weil das zerbricht. Na, schau her. Also So. super. Und dann kann man ein bisschen korrigieren. Bisschen links und korrigieren. rechts. Und dann alles in die Reihe her. Alles sind drei. Gut. Ja. Also fürs erste Mal klappt es doch super. Klappt doch schon, oder? Na, schau her. So, und jetzt machen wir die gefüllten Weinblätter mal, oder? Da stürzen wir uns drüber. Natürlich. Ja? Ja. Schaut das so toll aus. So. So. Den Schafskäse dazu. Das ist man mit der Hand einfach, oder? Da tut man nicht Kann umeinander. man? Kann man, ja. Da nimmt ihr da Messer und Gabel Aber normalerweise. braucht er noch ein Schnäpschen hier. Und das Für steckst du rein. dich und für die Antula. Oder soll die ich das Antula. machen? Okay. Aber es schmeckt echt gut. Gell? Das, Wirklich? das schmeckt super gut. Das freut mich. Und das esst ihr eigentlich also als Beilage auch den ganzen Tag da dahin. Ne? Zum Käse, Brot oder auch sowas? Ja, Tzatziki, auch Käse mit Oliven, verschieden. So, und jetzt ein Prost auf euch. Ja, Und Yamas. auf die griechische Küche. Yamas heißt Genau, Prost, oder? Yamas, ja. Yamas heißt Prost. Ja. Also. Das ist gut, aber extravagant, ne? Spezial. Spezial, ja. Hast du ein Franz? Lieblingslied, ein griechisches Lieblingslied, was du singen kannst? Oder? Ich? Ja. Oh, ich singe Viele. sehr viel. Jetzt Fröhliches musst du Lied. erst Ein mal freches, tief ein anatmen. freches Lied. Refrehest, okay. Σε είδα μάτια μου κι αμέσως σκεφτήκα είσαι αυτό που πάντα έψαχνα. Μες στο κορμί μου κάτι μ' αγγίζει σαν πεταλούδα να φτερουγίζει. Έλα, έλα, κοντά μου έλα πριν χάσω τον έλεγχο και κάνω τρέλα. Έλα, έλα, κοντά μου έλα πριν χάσω τον έλεγχο και κάνω τρέλα. Toll. Schön, du kannst echt gut singen. Super. hä? Wow, schön da. Das gefällt mir. Schweren Herzens verabschiede ich die beiden Freundinnen. Aber meine Zeit in Würzburg ist kurz bemessen und ich möchte eine lokale Berühmtheit besuchen. Den 80-jährigen Judoka Sotirios Kabas. Der Sohn eines griechischen Partisanen kam als Kind allein in die DDR, wurde dort in einer Kaderschmiede zum Leistungssportler ausgebildet.
Disziplin und Sport gehören bis heute zu seinem Alltag. Einer Jugendmannschaft bei Würzburg bringt er einmal in der Woche seine Tricks bei. Ich zittere jetzt schon vor Ehrfurcht. Zur Wiedergutmachung lädt er mich am nächsten Morgen auf eine griechische Brotzeit ein. Fritz, wir sind alle, die hier sind, alle ja, fast mit 5, 6 Jahren angefangen. Ja, super. Jeder macht seine Technik, die wir abgesprochen haben. Haragoshi, Schulterwurf und so weiter. Ja, schau mal. So, jetzt. Und. Hey, super! Super, nochmal, das ist ja. Hallo, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Ich will meine Frau dir vorstellen. Oh, freut mich sehr, meine Frau. Meine Frau Carla. Hallo Carla, grüß dich. Freut mich sehr. Zeigt, wie griechische Pita gemacht wird. Oh, das ist schön. Pore Pita. Heute, da haben Sie schon was vorbereitet, oder? Ja. Pita gehört zu den Nationalgerichten Griechenlands. Der Blätterteig kann mit fast allem gefüllt werden. Porree, Spinat, Käse oder Hackfleisch. Wir trinken erstmal einen. Ade. Also, Yamas. danke. Yamas. Schön Die bei Griechen dir zu sagen sein. Yamas. Und der Uso ist die Begrüßung. Ja. Schafskäse, Oliven ist die Begrüßung, die Gastfreundlichkeit der Griechen. Ne? Damit beginnen wir die Freundschaft. Damit beginnen wir die Freundschaft. Ja. Ich bin auch stolz auf dich, weil ich meine, du bist ja wirklich ein sehr berühmter Grieche hier in Würzburg. Ne? Du bist ein richtiger Prominenter. Und in Würzburg nicht, in ganz Deutschland. In ganz Deutschland, In ganz Entschuldigung. Deutschland, Oder? ja, in ganz Deutschland, ja. Mit den Uso, das ist so. Den Uso, weil da vorher hast du mich gefragt, ob ich Uso trinke, weil ich Sportler bin. Ja. Ich verfolge den Rat der Götter vom Olymp. Und was sagen die? Die 12 obersten Götter vom Olymp. Die trinken früh einen, mittags einen und abends einen. Uso oder Ciboro. Deswegen leben sie heute noch. Die sterben nie. Weil sie im Ciboro trinken früh, mittags und abends. Ein Gläschen. Ein Gläschen. Das ist Medizin. Machst du das gerne auch? Ja, also ich kann immer Pita essen. Pita mit Tzatziki oder Joghurt ist man das, ja. Die Pita hat eine Tradition in den Dorfgegenden, auch in den Städten heute weniger. Heute tut man Geld rein. Wer das Geld in ein Stück erwischt, ist für das ganze Jahr reich. So. Früher und auch heute in den Dörfern, zum Beispiel bei uns, ich habe einmal in ein Stück ein Weinblatt. War ein Weinblatt drin, habe ich gewonnen. Da war ich verantwortlich für das Weinfeld. Und einmal habe ich Stückchen Mais gehabt, also Körner. Ja. Und da war ich verantwortlich für das Maisfeld. Das Weinfeld war auf den Bergen. Mein Vater hat gesagt, da war ich da 6 Jahre, hat er gesagt, gehst du hin, das war Ende September, wo die Weinernte ist. Ich musste mit einem Stock auf einen Blecheimer klopfen, damit die Vögel wegfliegen, damit die den Weintrauben nicht fallen. Das war viel, damit die Schakale und die Füchse nicht kommen. Ja, und da war ich verantwortlich für das Weinfeld. Wir haben Hühner gehabt, die haben wir gar nicht gezählt. Wir haben ein Muli, 2 Esel gehabt. Wir haben Kühe gehabt, wir haben Schafe gehabt, wir haben Ziege gehabt, wir haben Schweine gehabt. Ne? Und die Hasen, die konntest du bald mit dem Stock abschlagen. Und Brot und die Ropita und sowas, da haben wir einen Kamin gehabt, aus Lehm. Dort hat die Mutter also Brötchen gemacht, vielleicht 10, 15 Stück. Da sind die Nachbarin gekommen, danach so, ich bringe ihr auch was. Und wenn die Nachbarin gemacht hat, meine Mutter hingebracht. Und wenn wir die Ropita so gemacht haben, haben wir nicht bloß eine gemacht. 5, 6 Stück, da haben die Nachbarn alle mitgegessen. Der Nachbar hat uns gegeben, es gab ein Nehmen und Geben. Wir waren arm, ja, also nehmt ein Stück. Nehmen und geben. Ja, es war ein Nehmen und Geben mit Nahrung. Geld gab es nicht. Und wie ist man das jetzt? Muss man das da eintauchen? Oder? Schatzele, bringst du mal 2 Löffelchen? Das kann man so machen, wäre das so, da tut man ja drauf, siehst du?
Wunderbar. Oh, toll. Lecker. Schatz, wo bist denn du? Hast du wunderbar, vor allem Tzatziki, eh? Ja, wunderbar. Also lecker. In jedem Dorf gibt es eine Kirche, eine Schule und was kommt dann? Tanzgruppen. Kleine Kinder bis 8, dann 10, 15, 20 und bis 90. Die Griechen tanzen. Kannst du auch noch tanzen? Ich? Können wir sofort Musik machen, tanze ich sofort. Έχεις μορμάνα, μάνα μου σαν καρούλα μου και μέρα νύχτα κλαις. Du bist echt in Form, das ist der Wahnsinn. Ne? Και εμένα της μανούλας, γιατί δεν μου το λες. Auch wunderbarer Tanz. Super, hast du das toll gemacht. Sehr gut, also du bist da wirklich schwer in Form, das sage ich dir. Ja. Yamas, Jamas. Yamas. Χάρηκα που σε γνώρισα. Χάρηκα Που πως σε γνώρισα. Να πάνε τα πράγματα καλά. Να πάμε τα πράγματα καλά τα Καλά, καλά. bravo. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen mich auch. und alles soll gut gehen. Alles soll gut. Ja, Fritz. Respekt. Wenn ich in dem Alter noch rumhüpfen kann und vor Lebenskraft strotze, dann habe ich etwas richtig gemacht. Im Zentrum der Altstadt gibt es eine kleine griechisch-orthodoxe Kapelle. Ανοίγεις άλλο, μάνα, θα μου τον αγαπάω. Herzlich willkommen hier in Würzburg in unserer kleinen Gemeinde. Mitten in der Innenstadt. Mitten in der Innenstadt. Das ist sehr praktisch. Also jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten, denn vor der Liturgie ist das Backen erst noch angesagt. Okay. Das muss nicht ich machen, das können auch Frauen machen, aber einer muss es tun. Denn so ein Brot kann man nicht kaufen. Das gibt es in keinem Geschäft, keinem Supermarkt und auch keiner Backstube. Aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Brot, denn es hat 5 Elemente. Das Mehl, selbstverständlich. Das Wasser, Ja. Hefe, oder besser gesagt Sauerteig eigentlich, und Salz. Das sind bloß 4 Elemente, die ich so aufgezählt habe. Eins fehlt noch, nämlich die Wärme, Die Wärme. die Hitze, der Ofen. Als Symbol des Heiligen Geistes, der dieses Brot mit Leben erfüllt. Denn so ein Mehlteig ist ja eigentlich ziemlich tot. Nein, ist ein Lebewesen, ne? Irgendwo. Dann wird es ein Lebewesen, ja genau. Erzpriester Martinos kümmert sich um alle Belange der 5000 Griechen in Würzburg und Umgebung. Die kleine Gemeinde besteht seit den 60er Jahren. In der Mitte ist Jesus Christus der Sieger, hier die Gottesmutter, hier die 9 Sorten und Ordnungen der Heiligen, Lebende und Verstorbene. Das ist unsere kleine Kapelle. So muss man das immer machen, oder? Das machen wir Orthodoxen gerne. Wir begrüßen die Gottesmutter und Christus und dann auch treten wir in den Raum hinein. Das ist schön, ne? Die ganzen Ikonen, alles. Gibt es da bestimmte Gerichte, die man als da bevorzugt isst? Oder? Gerade an Ostern. Man muss bedenken, wir haben vorher 40 Tage gefastet. Also vom Aschermittwoch oder sogar vom Montag vor Aschermittwoch fasten wir komplett durch. Und Fasten heißt bei uns, vegan zu essen. Also da gibt es keine tierischen Produkte, Fleisch sowieso nicht, nicht immer mehr Fisch, auch nicht an allen Tagen Öl. Und das ist schon ein sehr trockenes und hartes Fasten. Und dann kann man sich freuen, wie dann an Ostern alles erlaubt ist. Dann gibt es Eier, da gibt es Butter, da gibt es Süßigkeiten, da gibt es Fleisch jeden Tag. Und dann ist wirklich ein großes Fest. Das Herzstück ist unser Altar mit dem Evangelium da drauf. Ja. So. Ja, das ist unser Eucharistiebrot. Das verwenden wir zur
Liturgiefeier, aber nicht mal ganz, sondern in einem Gottesdienst, einem kleinen Ritus, mit einer ganz speziellen Lanze, wie auch die Lanze am Kreuz vom Hauptmann, wird der Mittelteil herausgeschnitten und der wird für die Eucharistie verwendet. Pater Martinus wurde als deutscher Katholik geboren und ist vor 30 Jahren zum griechisch-orthodoxen Christentum übergetreten. Für die Griechen seiner Gemeinde ist er dennoch ihr unangefochtener Religionsführer. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Zu einem richtigen griechischen Osterfest gehört natürlich eine ausgelassene Feier und ein Osterlämmchen. Hallo, Olga, grüß dich. Hallo, ich auch. Grüß euch. Grüß dich, servus. Hallo. Ich habe ja gehört, da gibt es einen schönen Brauch mit den Eiern. Wenn man die irgendwie klopft oder so, dann ergibt es Glück, oder wie ist das? Oder? Ja, genau. Weißt du, wie das geht? Also, da sag ich Christos Anesti. Was heißt das? Der Jesus ist auferstanden. Okay. Alithos Anesti. Er ist wahrlich auferstanden. Und dann hauen wir gegeneinander. Aha. Und mein zum Beispiel ist kaputt gegangen, das heißt, sie hat dieses Jahr Glück, weil ihr ganz Also, Christos Anesti. Alithos Alithos Anesti. Alithos Anesti. Ade. Was ist jetzt? Umgedreht. Umdrehen. Έτσι. Ade. Ich bin von unten. Christos jetzt muss ich- Anesti. Ja, was ja. wir nochmal? Alithos Anesti. Alithos Anesti. Da sind Sie. Sind Sie? Ich hab meine. Das sind zwei. Genau, Opfer. Opfer. Oh. Also, jetzt kann meine ich- ist jetzt kann ich's ab- ganz, meine ist ganz. Jetzt kann ich es abschälen, oder? Jetzt können Sie das essen. Ja, okay. Ella, Christos Anesti. Alithos Anesti. Ade. Umdrehen. Jetzt verstehe ich. Ich bin das Opfer. Trotzdem mag ich diesen Brauch mit dem Anstoßen der Eier. Es ist irgendwie gesellig und alle haben Freude. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πάτη. Χριστός Θεός ευλόγησεν και βόσιν και των πόσων δούλων σου ότι άγισε πάνω την ίν και οίκες του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Καλή όρεξη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Κόψτε. Κόψτε. Κόπτες.